Da ist der Movie Guru. Ich stehe da gerade beim Kino Riffraff. Ich habe gerade den Film Normal gesehen. Normal, normal, bezeichnet eine Kleinstadt in Minnesota, eine winterliche Kleinstadt. Der Film spielt im Winter. Gedreht worden ist in Kanada, aber schon gleich. Und der Film fängt aber in Japan an, in Osaka. Dort geht es ziemlich brutal zu und her. Eine Yakuza-Bande hat irgendeine Rechnung offen mit etwas, wo in dieser Stadt in Minnesota ist, nämlich in dieser Stadt Normal. Normal ist überhaupt nichts dort. Also es scheint alles normal, ein verschlafenes Städtchen. Und das Städtchen hat einen neuen Sheriff. Der Sheriff ist gestorben, der es hatten. Und jetzt hat es einen neuen Sheriff. Und der wird gespielt von Bob Odenkirk. Ihn kennt man ja aus Filmen, die nicht normal heissen, sondern Nobody 1 und 2. Dort spielt er einen Familienvater, der über sich raus muss wachsen. Und zum Pistolenheld wird, der schiesst sich da den Weg frei. Er wird richtig zum Actionstar. Und da spielt er einfach nicht einen Familienvater, sondern einen Sheriff. Der ist hat ein Trauma, ist runtergekommen, hat eine Frau, die sich nicht für ihn interessiert. Er redet auch auf ihre Beantwortung. Das Ganze ist ziemlich trostlos. Und er landet eben in dieser Stadt Normal. Und es geht dann ziemlich schnell, bis er akzeptiert wird mit seiner Art. Er hat ein paar Kniffe drauf, tickt ein bisschen anders als der 0815-Sheriff. Und es geht dann weiter und weiter. Er schafft sich Freunde, aber auch Finden. Und ich sage nur so viel, ein Banküberfall bringt es fast zum Überlaufen und zeigt, dass in dieser Stadt Normal überhaupt nicht normal ist. Das Ganze ist ein Action-Thriller, sehr geradlinig inszeniert, geht 95 Minuten, kurz, knackig, ideal auch für Streaming nachher. Man kann ihn vergleichen mit sehr vielen Actionfilmen, die man sieht. Der letzte Shelter mit dem Jason Statham ist einfach ein Film, wo, sagen wir mal, eine knallharte Action-Story erzählt, immer wieder durchbrochen mit lakonischem Humor. Man kann also auch lachen. Und natürlich der Bob Odenkirk spielt eine Rolle, die er mittlerweile draussen hat. Das Drehbuch ist geschrieben vom Derek Kolstad, der hat schon John Wick 3 geschrieben. Und natürlich auch den Nobody-Film. Und beim Dreh von Nobody 2, wo er das Drehbuch geschrieben hat, hat der Derek Kolstad und der Bob Odenkirk gefunden, komm, wir machen auch den Film Normal, wo sie allerdings schon viel früher noch mal ausgeheckt haben. Und jetzt kommt er ins Kino. Normal, ein Action-Thriller, kurzweilig, lakonischer Humor, coole Geschichte, cool gemacht. Ist jetzt nicht hochgeistiges Kino, aber ist sehr unterhaltsam, kurzweilig und bemüht sich auch um Originalität in einem Genre, wo eigentlich das immer und immer schwieriger wird. Weil die Geschichten sind immer 0815, die Guten, die Bösen. Und das zu durchbrechen ist nicht immer ganz einfach. Und das, muss ich sagen, gelingt am Film Normal ganz, ganz gut eigentlich. Also ich habe mich unterhalten, kurzweilig. Gutes Action-Kino für Fans vom Genre. Okay, ciao zusammen.